Levelü, schön, dass die Radio Weser TV anschaltet. Eigentlich wollen wir mit der Hanni das Dänenschip von Absasil ut Rut führen, ob die Weser, aber das wer hat uns einen Streck dort direkt gespielt. Aber ich kann sagen, mein Gast, der aus Hamburg anreist, ist ganz froh, dass er nicht ob Schiff werden wird. Mein Gast in seiner Lüschen aus Hamburg. In Sina, warum bist du froh, dass wir nicht gut führt sind? Ja, moin. Ich bin eigentlich ein bisschen düll, ob das Sömme ist ja von doch, oder dit Jahr wirklich kein Mooi Sömme, aber von doch ist ein Geschenk, weil ich leibseekrank bin und ich kann ein bisschen bang, dass ich das nicht so gut utheulen kann, ob Worte. Und hier ist all hell kommodig und hier kann ich gut broten und auch Chlor denken. Also von daher, für mich ist all gut nun. Besten Dank, dass ich hier gewesen bin. Ja, in Sina. Und hier hört all, das Platt, was in Sina Lüschen schnackt, ist ein bisschen ander Platt, als das, was hier, ja, ob Ohr heft. Das hat Dometodon in Sina kommt eigentlich gut aus Friesland. Auf die Homepage kann man so einen Text lesen, da gibt es eine Sprechprobe und da schnackst du über Heimat. Hat Heimat und Plattdeutsch was miteinander zu tun wie die? Ja, ganz unbedingt. Das hört absolut zusammen für mich. Heimat, also ich komme aus Spetzerfehn, aus Ostfriesland, das ist wie auch, das ist wirklich ein Lütchen Dörp, aber diese Sprache, Plattdeutsch, hat mich in meiner ganzen Kindheit ja immer umgeben. Also ich sage immer, das ist so ich habe so einen passiven Maudesprach. Ich habe Plattdeutsch immer gehört, man hat ja um mich herum in Familie immer Plattdeutsch Brot, aber gab ja diese Zeit, wo man mit Kindern nicht Plattdeutsch Brot hat, weil man Angst hat, dass die dann kein Hochdeutsch lernen. So hat man mit mir eigentlich nicht Plattdeutsch Brot oder hier schnackt, aber in Hus was das ja trotzdem irgendwie der Konsens sprach. Und so habe ich immer gehört und irgendwann dann anfangen auch Sülms zu broten. Und die wichtige Sorgen in meinem Leben sind löwig immer auf Plattdeutsch secht worden. Also wenn mein Großollen mir sagen down, ich hab die Leib mein Lütje Stiekel, dann geht das direkt in hart und dann ist das für mich natürlich was ganz Warmes und was ganz Moos und das ist Heimat, Familie und gekoppelt an diese Sprache. Du lebst jetzt wie Hamburg, wie du dort arbeiten darfst oder musst oder darfst. Spielt Plattdeutsch in Hamburg oder wie Hamburg von dort noch in den Alltag eine Rolle? Oder ist das weg durch die Arbeit in Hamburg? Gauden Froch, also in Hamburg-Sülms brauche ich gar nicht so viel Platt und auch mit meinen Freunden nicht so. Ich habe so ein paar Freunde aus Ostfriesland, wenn wir uns zusammensetzen, gibt immer in Ostfriesen Thiele Tee und dann wird auch Plattbrot. Aber anders ist das in Hamburg nicht so, aber in meiner Arbeit habe ich ja die Sprache so ein bisschen mit aufgenommen. Darum kommt der noch für. Aber der Hamburger Platt ist ja auch ein bisschen anders als das, was ich brot. Und darum gibt das in meinem Alltag so. Wenn ich inkopen do, brot ich nicht Platt, nee. Ja gut, du bist weggegangen aus Friesland für die Ausbildung und für den Beruf. Vertell uns die Leute, die aus Tokiken dort beten, was über den beruflichen und schulischen Werdegang. Was hast du so mogt? Ja, also ich habe erstmal Abitur in Aue gemacht, da auf der Gymnasium da. Und dann aber ein Musical ausbilden an der Stage School in Hamburg. Und das war ziemlich aufregend, wenn man so aus Friesland kommt. Dann plötzlich nach Hamburg zu trecken, in diese große Stadt, das war wirklich aufregend. Aber ich habe mich leib wohlfühlt. Und das dürt ja ein bisschen, bis man merken, dass man irgendwie doch ein Stadtmensch ist. Und ich glaube, ich bin weil ich kann mit Land leben, ich mach das und ich bin froh, dass ich da meine Heimat habe. Aber Leben ist in Hamburg irgendwie für mich bete. Und dann bin ich aber noch mal gehört, nach der Ausbildung an der Stage School wäre noch Oldenburg drucken, habe da Lehramt studiert und auch Referendariat gemacht in Schortens in Friesland und dann bin ich aber wieder nach Hamburg drucken und bin nun seit fast ein Jahr freiberufliche Schauspielerische und Sängerische und moderiere und so.
Also eine gute Lehrerin wirst du sehr geworden. Ist eine verloren gegangen oder kommt das vielleicht noch? Ja, meine Familie würde teilweise, glaube ich, gern immer noch sehen, dass ich auch ein Meste in Schaul bin. Also sag ich mal so, ich bin leib gern Pädagogin und ich bedüre das nicht, dass ich das studiert habe, aber in Schaul als Mesterske, glaube ich nicht. Nee. Ich habe ja mir die pädagogische Arbeit oder die Arbeit mit und für Kinder alles wer rinholt in mein Arbeitsalltag, aber in Schaul, das hol ich nicht gut, das Schaulsystem, das macht mich krank. Ja gut, aber trotzdem schnack wie denn beten was über deine Aktivitäten, was du so magst. Ich gebe dir mal so ein Stichwort, Plattart Festival Meckerkringchor. Kannst du die Lydius Kokik Dorn beten was zu vertellen? Ja, das war eine tolle Aktion 2015, hat das Plattart Festival in Oldenburg stattgefunden und mein Cousin Anni Heger ist ja der künstlerische Bas von diesem Festival. Und hatte die Idee, dass das einen plattdütschen Beschwerdechor geben soll. Dass so ein Projektchor für diese Tiet, für das Festival, ein Programm machen deit und ob plattdütsch sich beschweren deit über Alltagsdinge, kommunalpolitische Dinge oder weltpolitische Dinge. Und ich dachte, Mensch, ein Chor leiten, ja, kann ich wohl morgen, das was nun eigentlich gar nicht so in meinen Kopf, dass ich das will. Aber ich dachte, für diese Tiet, ist ja ein begrenzten Tiet, da kann ich das wohl morgen. Und dann hätte ich eine Truppe von ja, das ist kaum in Worten zu fassen. Das sind so tolle Lü und wir haben so mooi miteinander Arbeit und das war so intensiv und so menschlich und künstlerisch so gaut passen wie zusammen, dass uns das immer noch geben deit. Und wie immer noch die Mecke kriegen sind und ob Plattdütsch mecken und uns utloten über das, was uns argen deit. Aber natürlich auch immer mit den Augen zwinken und nicht bloß immer drauf, sondern natürlich auch. Vielleicht so ein Beispiel, damit wir noch ein bisschen genauer wissen, was ihr da eigentlich mögt. Also wir merken natürlich, also wir haben ganz viele unterschiedliche Auftritte all hat. Wir haben die Werkstatt Zukunft über Genmais und Analogkäse und all das, was so ob das Bio-Ernährungsebene ist, mecket. Wir haben ob CSD-Gottesdienst sungen in Lambertikag und haben uns für die Rechten für Schwulen und Lesben in ein Lied. Wie mecken über Hundeskied ob Pat, genauso als über der Umgang mit uns Flüchtlinge und all das, was da noch zu down ist. Also wir verpacken da ganz viel unterschiedliche Themen, ob nun Spekulatius in Winter oder irgendwie so ein Themen, die ein bisschen ernster sind und ein bisschen mehr an Tat gehen, in ein bunten Programm. Ich habe in einer Zeitung einen Artikel gefunden, die wir überschreiben. Ich kicke mal eben hin, damit ich das nicht verkehrt vorlese. Nur spontanes Showprogramm auf einem Wochenmarkt. Was wird da los? Ja, da haben wir sowas gemacht, als so ein Flashmob, sagt man ja der Tau. Wir haben uns auf Wochenmarkt in Oldenburg getroffen und haben plötzlich angefangen, einen Auftritt zu machen und auf Plattdütsch zu mecken in Fußgängerzone. Das ist so ein bisschen die Tradition von dieser Beschwerdechor oder von dieser Idee, die aus Finnland kommt, dass man das so spontan mockt und eben musikalisch mecken deit. Und weil wir auch Glück haben, dass wir ein paar Auftritte haben in Veranstalten, ist das ja so die ursprüngliche Form und darum mocken wir das auch offen Tau in Fußgängerzone. Also du kannst dir aber vorstellen, ob vielleicht irgendwann in der Versamarsch wie die Plattitschweg mit dem Meckerchor zu besöken und zum Beispiel auf dem Wegenmarkt da zu morgen. Auf jeden Fall, da sind wir mit Sicherheit dabei, ja. Gut, dann kommt wieder Rob zurück, zu gegebener Zeit, sag ich mal, also für 2006, dann krieg ich das nicht mehr hin. Ja, aber was ganz anderes. Zusammen mit den Kollegen Jens Pape hast du eine wunderschöne CD gemacht, die trägt den Titel Schlop Goat Min Leif. Vertell uns ein bisschen was über das Projekt. Ja, das ist so ein harten Projekt von mir. Ist eigentlich entstanden, gar nicht auf Plattdeutsch, sondern auf Hochdeutsch, weil all meine Freundinnen Kinder kriegen den und ich will ein Geschenk haben und habe kein Geld. Und hab doch irgendwas Persönliches finden für all die Kinder. Und hab dann Jens Pape, mein Seelenpianist sozusagen, gefragt, ob hey nicht Lust haben, mit mir so ein Schlopplieder-CD aufzunehmen. Und ich brot elke Kind mit Norm an in das erste Lied und hab ihm das so vorgestellt und wir haben das mockt. Und dann hab ich das verschunken an all meine befreundete Kinder und Ollen. Und der Resonanz ob diese hochdeutsche Version von der CD, wo ich eben die Kinder so zum Beispiel Hallo Hans,
das war ein langer Tag, was hast du alles erlebt, so Antworten da, hem der Kinder wirklich nutzt und mir antwortet und mir vertellt sozusagen, oder der CD vertellt, was sie all mockt hemmt. Und dann doch wie vielleicht funktioniert das Konzept ja auch für Kinder, die uns nicht kennen oder die mich nicht als Person kennen, sondern die trotzdem durch die Musik und durch den Text irgendwie zur Ruhe kommen und gern inschloppen. Und das haben wir versucht, haben das nochmal vernünftig im Studio insungen und nochmal recht gemacht. Und nun gibt das diese CD, schlapp gaut mein Leben, auf Hochdeutsch und da hat das Gute Nacht, Schlaflieder für dich. Und nun auch sieht ein paar Jahre auf Plattdeutsch. Ja, das sind so bekannte Autoren, von dir die Lederschaft wie Ludger Edelkötter oder Rolf Zukowski, aber auch ein Klassiker von Matthias Claudius. Was ist die Antriebwehen für diese Texte in Plattdeutsch zu übertragen? Du hast das Tondel als echt, aber vielleicht nochmal ein bisschen genauer. Ja, ich habe ja als echt Heimat und Plattdeutsch, das hört irgendwie für mich so zusammen und mir ist natürlich auch daran gelegt, dass diese Sprache irgendwie erholen bleibt. Und vielleicht ist das eine gauden Idee, Plattdeutsch in diese ganz intime und alltägliche Ritual tut inschloppen in die Familien zu bringen, dass diese Sprache irgendwie in diese Raum, ja, immer wieder hören wird, dass man da dazu festsetzen kann, vielleicht auch in Unbewusstsein, wenn man das so tut in Schloppen so hören kann. Also da ist ja so ein Klassiker wie Matthias Claudius, der Mond ist aufgegangen, du hast das in Plattdeutsche übertragen. Ich muss sagen, das ist nochmal einen ganz eigenen Artikel, nochmal einen eigenen Text geworden. Ganz anders als bei Matthias Claudius. Du musst also ganz deep in diese Sprache drin sein, so einen Text hinzukriegen. Wie entsteht so ein Text? Also der Text ist allen Bücher Ollede, den habe ich gar nicht erst übersetzt für diese CD, weil das immer all mein Lieblingslied ist, also auf Hochdeutsch. Und ich dachte mir, wenn ich das übersetzen darf, dann mag ich das nicht so Wort für Wort, sondern wichtig ist mir, dass die Atmosphäre von dem Lied oder das, was mir das emotional sagt, irgendwie transportiert wird. Und darum habe ich so einen Text gemacht, der eben nicht, der ist natürlich in Anlehnung an der Original schreiben, aber wichtig was mir der Gefühl, der ich habe, wenn ich das hochdeutsche Lied singen darf, dass ich das auf Plattdeutsch irgendwie röwe kriege. Und das ist so aus Familienlied, das singen wir immer und nur haben wir auch Platz. Gut, wir können so einen letzten Werbeblock jetzt morgen, also ich finde die CD wunderschön, sind wunderschöne Lieder auch. Und kann Lü, die mit Kindern zu tun hat und die Kinder zum Inschloppen bringen will, bloß empfehlen, in den nächsten Laden zu gehen und die CD zu bestellen. Ich wollte zum Abschluss noch ein bisschen was über die Aktivitäten schnacken, die du sonst so magst. Ich gebe dir mal so Stichwörter. Klassenreisen zur Musik. Was magst du da? Das hat mit Plattdeutsch jetzt nichts zu tun, aber immer einfach die Lü, die aus da kicken, nochmal zu wiesen, welche Bandbreite da wie die Achtersteigt. Ja, das sind, da spielt Jens Pape, der Pianist von der Plattdeutsch CD in Ruhl, weil wir da zusammen machen, von daher passt das irgendwie auch wieder zusammen. Wir machen Klassenreisen zur Musik, die sind initiiert von der Stiftung Kinder brauchen Musik von Rolf Zukowski. Das ist ein Weg, wo wir mit ca. 80 Kindern und 3 oder 4 verschiedenen Schulen ein Weg verreisen dauernd und ein Musical instudieren, was wir an letzte Tag für die Eulen abführen. Und in dieser Zeit lernen die Kinder selben Songs zu singen, einen Song an Percussion-Instrumenten auch zu begleiten, einen Tanz zu tanzen und eine Schauspielszene zu spielen. Und all das eben in ein Lütchen Mini-Musical. Und was wir da mocken mit der Kinder oder was da der Chance ist in dieser Weg mit der Kinder, das ist eigentlich, dass wir nah an die Kinder dran sind und der Chance haben, Kinder stark zu machen und zu wiesen, was die all könnt und dass sie so gut probieren könnt und für das Selbstbewusstsein irgendwie so einen Push bekommen. Wie ist nicht sehr nee, aber das passiert immer wohl wahr. Also wir haben wie andere Gelegenheiten einmal darüber schnack. Ich habe den großen Wunsch, dass diese Klassenreise zur Musik auch mal auf Plattdeutsch gibt. Was muss passieren, damit wir das auf Plattdeutsch hinkriegt? Das Gift ja allem. Also die Stiftung Kinder brauchen Musik hätten plattdeutschen Reis mockt
ich löf in Hamburg und Umtau. Weil mit mir in Ostfriesenplatt ich da gar nicht mitfahren bin, weil das ja nicht so das Hamburger Platt ist, werde ich noch nicht in weggeräumt, der nur wer an Bord wird. Aber gaft all ein Klassenreistau Musik, ob Platt, also man kann sich an der Stiftung Kinder brauchen Musik gern wenden. Aber ich bin nicht dabei. Aber was muss passieren, damit du dabei bist? Gaudenfrauch. Das ist ja immer ein Tietfrauch und ein Geldfrauch, so blöd das auch ist. Und wir sind ein Leibbild unterwegs mit der Klassenreisen zur Musik auf Hochdeutsch. Wir morgen noch Projektwochen, wir haben diese CD, wir morgen Konzerte. Ich arbeite ja an Leibvill unterschiedlichen Stellen, ich moderiere. Und momentan ist der kein Tiet für so einen Plattdeutsch-Reis, weil ich muss dort ja noch ein eigenes Konzept entwerfen oder ein Lieder schreiben oder irgendwie sowas. Und das ist momentan nicht in Plan. Gut, das ist ja gut, dass du viel zu tun hast, aber wie blieb da an Ball? Das ist so ein, ja, das ist so ein harten Wunsch von mir. Ich gebe dir noch ein Stichwort. Mein Körper gehört mir. Das ist auch jetzt kein Plattisch, aber hört to die da to. Ja. Genau, also das ist ein Projekt von der Theaterpädagogischen Werkstatt in Osnabrück, für der ich lange Arbeit habe und mein Körper gehört mir, spült habe. Das ist ein präventives Theaterstück, was für Kinder ist und Kinder stark macht gegen sexuellen Missbrauch. Kann ich auch nicht auf Plattdeutsch sagen. Da geht es eben darum, dass die Kinder erstmal weten, was ist das eigentlich, dass das verboten ist, dass sie nicht allein sind damit, dass das wirklich etwas ist, was man auch sagen dürfen, weil das alles so ob hart liegen, dass man gar nicht so gut leben kann. Und das ist ein lustige und gaut verpackte, kindergerechte Wies, das mit Kinder und Dade und Pferdeklas zu beproten. Gibt auch noch ein anderes Stück für die ganz lütje Kinder im Kindergarten oder auch für die Jugendlichen. Und ich habe all 3 Stücke mal spült und habe viel lehrt in der Zeit und das ist eine wahnsinnig tolle Arbeit, die diese Theaterpädagogische Werkstatt in Osnabrück da leist und ich habe ein bisschen dabei gewesen. Gut, zum Schluss Shoah und Holocaust mit Kindern in der Grundschule. Ja, das geht jetzt einmal durch die ganze Bandbreite durch und das. Ja, Shoah, der Holocaust mit Kindern in Grundschule. Auch wäre so ein Tabuthema, das ist, habe ich all für den Mockt, also für das andere Tabuthema sexueller Missbrauch. Ja, vielleicht mache ich da ein bisschen. Über Socken zu broten, für die Vögel ein bisschen Bagen sind die so anzuproten. Nicht gerade mit Kinder, wo man immer denkt, Kinder, Munde, das all weten, ist das nicht ein bisschen zu stur für die Seele von so einem lütje Mensch. Und ich löf ganz fast, das Halbwissen, also wenn man nicht so genau weiß, was ist das eigentlich oder was passiert mir da oder was ist da passiert oder was ist nun mit den Neonazis und mit der ganzen rechte Kram, die uns umgeben und der ja nur auch in den Medien ein bisschen aktuell leider wer dabei ist. Für mich ist ganz wichtig, dass die Kinder wissen und was das ist, was der Gefahr ist, was wir mit diesem Thema einmal belebt haben. Und für meine Examensarbeit damals im Studium habe ich wie mein Maude in Schaul eine Unterrichtseinheit ausprobieren dürfen. To dieses Thema, wo kann ich mit Kindern in der Dade-Klasse, also die sind so 9 Jahre alt, so über dieses Thema praten, dass sie danach weiten, ja, was ein Hakenkreuz bedeutet, was man das so nicht mehr wehrhemmen will, dass Auschwitz nicht noch einmal sei. Das ist ja so ein ganz ollen Adorno-Wunsch, dass uns das nicht noch mal passiert. Und ich glaube, dass Bildung und Weten, was dort passiert ist, ganz unbedingt wichtig ist, wenn wir hier miteinander in Frieden leben wollen. Ja, Sina, ganz, ganz vielen Dank. Ich habe viel da lehrt, aber ich habe auch da lehrt, dass eine große Pädagogin für die Schulen verloren gegangen ist, wenn sie irgendwo direkt in der Schule wäre. Aber ist natürlich auch gut, wenn du in Fälle verschiedene Schulen das morgen triffst und jeder für Gelegenheit, ich sag nochmal, du hast viel zu tun, das ist gut so. Ich würde mir wünschen, dass wir das irgendwann dann auch mal auf Platt kriegt, denn Platt hört in Aldach. Ja. Und vielleicht kriege ich das nochmal hin. Ich blieb da dran. Ja,
Levelü, das wäre use Schnackerei mit in sina Löschen. Jetzt kein Fair-Talk, auch kein Honey-Talk, aber wir haben hier wunderbar kommodig am Absasil in Krochsäten und ja, und in Sina hat das Glück gehabt, dass er nicht schlecht geworden ist, ob Worte, wie Gott, jetzt klickst nochmal an Worte und kiek, wo das da ist. Und ja, nochmal schönen Dank und komm go zurück nach Hamburg und ich bedanke mich für Tokigen und Tolust dann.